Good, Marius. Gereist in den Namen Jesus Christus. Wundervoll, hier taub zu sein und hier zu sein von aus morgens. Und hier auf unsere plattdeutsche Sprache, auf unsere Muttersprache, nach der Wort hier, nicht? Und wenn ich denke, da, wie sind so nicht sehende Menschen, wie haben die Bibel in zwei verschiedene Sprachen. Ich glaube, die meisten von uns würden vielleicht beide Sprachen lesen können. Und zwei oder drei Sprachen, zusammen lesen nach Plattdeutsch. Das ist ein Ding, was ich mir noch nicht gelehrt oder angewandt. Und auch bei einer kann man da Hochdeutsch und Englisch lesen. Und die meisten von uns können die Bibel ein paar Sprachen lesen. Und dann sagen wir, viele Menschen, die können die Bibel nicht mal auf eine Sprache lesen. Ich habe so nicht getroffen, die würde so gerne die Bibel lesen, aber sie können nicht lesen. Sie haben nicht die Schuld gehabt, dass sie die Bibel können lesen, nicht mal auf eine Sprache. Und das wird mir mal wertvoll, als wir da in Alberta wohnen. Da wir ein Mann, der hat ich einmal nicht die Bibel lesen. Er kann bloß nicht lesen, er kann nicht lesen. Auf keine Sprache. Und auf einmal ein Tag betiert er sich. Und als er sich betiert hat, ich weiß nicht, er das an sein Gebet hat oder auf Gott das bloß den Namen gegeben hat. Von da an kann er die plattdeutsche Bibel lesen. Aber ihm nimmt er die plattdeutsche Bibel, merkt er ab und fängt an zu lesen. Er kann die Bibel lesen. Und er ruft seine Frau, komm, hör ich mal, mit seiner Frau. Ich kann auch die Bibel lesen. Und so er nahm das bloß so klar. Als er sich betiert, hat Gott einmal das Geschenk gegeben, dass er die Bibel kann lesen auf Plattdeutsch. Und das wird sehr interessant. Ja, für das morgens haben wir ein Thema hier von, einander unser Leben nur Gott und aber Gott seine Leben zu uns. Zuerst werden wir checken im Bett, nur Gott seine Leben zu uns und dann aber unser Leben zu Gott und nicht bloß zu Gott, aber auch nur unsere Mitmenschen rum uns. Wie weit das Leben ist, was anstatt gedacht. Und ich glaube immer, Leben ist eine von den stärksten Kräften, was in der Welt ist. Oder je von eine stärkere Kraft als Leben. Wenn Leben trifft Menschen Dinge tun, was sie nicht würden können tun ohne Leben. Und irgendein Beispiel kann einer merken. Zum Beispiel, wenn eine Familie ein Wohnhaus aufbrennt. Die Eltern, Leute sagen, die Mutter oder der Mann, der ran an ein Haus nehmen, was der brennt, und zum ihre Kinder uit 4 Rüdraden. Die denken nicht an die vor, was sie sich selbst sagten, und die werden bloß ihre Kinder raden, wegen der Leib, die trifft. Oder so wird ein Mann seine Frau raden. Und so wieder. Menschen tun viel Geld spenden, wegen ihrer Leib, was sie haben. Und so der Gott auch, nicht? Da sei wir die vollkommene Leib. Er gab sich einer sehen, wenn er uns Gott wird. Der Menschheit. Und Jesus gab sich einer Leben für Leib. Sofort erst dann von der stärkeren Kraft als Leib. Leib trifft sehr viel. Und so da wir die Bibel uns lehren, dort wir unser Leib auf der rechten Stelle haben. Wenn wir unser Leib auf einer rechten Stelle haben, das trifft uns wahr von Gott. Die Bibel lehrt uns so klar, wir sollen Gott Gott sein, aber wir sollen nicht die Welt Gott sein. Wenn wir die Welt Gott sind, dann können wir nicht Gott Gott sein. Wir können nicht zwei Haare deine Seite schreiben. Wir können nicht zwei Jahre deine, jeder will einem Gott sein oder dem anderen. Und so werden wir uns verdammt, wir wollen bitten an den Leib Gottes zu uns, und dann der Leib, was wir haben für Gott, und danach für die Mitmenschen. So dann denken wir an ein Vers, ich will lesen zu der Anleitung hier. Und ich fange an Kolosser, das 3. Kapitel. Und ich will anfangen, Vers 12. Kolosser 3, Vers 12. Hier sagt es nur so steht, zieht nun an, als die Ausgewählten Gottes, Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. So hier lehrt er das nur, was wir als Kinder Gottes, was wir gläubig sind, die Dinge, was wir uns antragen sollen. Und dort ist, die, was heilig sind und was gelebt sind von Gott, dort wir uns antragen mit herzliches Erbarmen und Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld.
Und vertraget einer den anderen und vergebet euch unter den anderen, so jemand eine Klage hat wider den anderen, gleich wie Christus euch vergeben hat, also auch ihr. So hier redet er von der Vergebung, so als Christus uns vergeeft hat, und so Christus uns vertrauen hat, so soll wir uns auch vertrauen, und so soll wir uns auch gut sein, in einem Bild, was wir haben, als Jesus Christus. Jesus Christus ist das Bild. Na, in Vers 14, das ist der Hauptvers von dem Eng, dann sagt er, aber über alles, helfen uns die viele Dinge, ich sage, was wir tun sollen, für uns, wir sollen Erbarmung haben, über dem Nächsten, Erbarmung haben, dass wir Mitleid haben und so weiter, dass wir friedlich sind, dass wir demütig sind, sanftmütig und geduldig sind, einer mit dem anderen. Und wir sollen uns vertrauen, weil wir wollen ein bisschen verschieden sein, wir haben ein bisschen scharfe Artje, und wir sollen uns vertrauen, sagt er, und wir sollen uns vergeben einander, und Christus haben, aber dann sagt er, aber über alles, über all das, ist noch ein Ding, und das ist der Leib. Und wir denken dann kurz an Korinther, wo er sagt, dass der Leib, wenn wir alles haben, wir können uns selbst geben, wir können uns brennen lassen, wir können uns alles haben, Gott weggeben, wir können Engels Zunge reden, aber wenn wir nicht den Leib haben, dann sind wir danach ein lages Ding. So hier sehen wir das klar, ohne Leib sind wir ladig. Wenn wir Gott an uns haben, dann haben wir auch Leib an uns. Wir können dort nicht in einschäden. Wenn wir Gott an uns haben, dann haben wir Leib, weil Gott ist Leib. Gott ist Liebe. Wir singen das Leid manchmal nicht. Gott ist die Liebe. Gott ist Leib. So mit dass wir Gott annehmen, damit wir Jesus eten, dass dort bei uns Brot ist, und sie lehren das in Johannes, dass er ist uns Brot, wir sollen am eten, er ist uns Brot, und dann wieder, er ist das Leben für uns. Damit schreibe ich auch den Leib, damit fällt auch der Leib an. In der Bibel jetzt wird und sagt, durch den Leib wird erkennen, was die Welt erkennen, dass wir Kinder Gottes sind. Und auch durch den Leib, wir als Kinder Gottes dort auch erkennen, wann die anderen Kinder Gottes sind. Das ist das Leib. Du kannst nicht Leib trennen von ein Kind Gottes sein. Du kannst nicht Leib trennen von Gott. Das ist taub. So, wenn wir Gott annehmen, sind wir angefällt von Leib. Und dort ist, wenn die Welt wird erkannt, wie Kinder Gottes sind, wenn wir Leib aneinander haben. Und so kann wir erkennen, dass Jesus sagt, an der Frucht kann einer den Baum kennen. Nicht? Dort ist es wie Baum kennen, und dort ist dann was von der Frucht, die drauf. Und so wenn wir Kinder Gottes sind, dann haben wir den Leib, und dadurch ist es, ich bedenke immer, dass ein von den klarsten Tekens, wo ein Kind Gottes ist, der ist angefällt mit Leib, und wenn Dinge nicht so gehen, als das Fleisch, das jankert, aber der Leib ist über alles, sagt die Schrift. Und dann sagt der Hänger nach, wenn dort ist das Band der Vollkommenheit. It is the bond of perfectness. So hier in der nächsten Vers, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu welchem auch ihr berufen seid, in einem Leibe und seid dankbar. Hier haben wir noch zwei Dinge. Und dann selber noch die Friede haben, in uns Hort regieren, und dann noch die Dankbarkeit. Wenn wir das denken, die Friede Gottes in unser Hort regieren, das ist ein sehr wertvolles Ding. Wegen eigentlich vielmal, wenn wir, nicht vielmal, immer, so glaube ich, stammt hier, ich würde sagen immer, wenn wir den Frieden Gottes in uns haben, als Kinder Gottes, und dann, wenn wir wollen eine Decision machen, irgendwas tun, eine große Decision machen, dann höre ich vielleicht an, nur den Frieden. How kann ich Frieden holen wie das? Oder verliere ich meinen Frieden über diese Sache? Lass es sein, eine große natürliche Entscheidung machen, mit einer Städtscheibe oder mit einem Konzern, mit einem Futtigscheibe oder Konzern mit einem Handtratchen oder einem Weichtratchen oder so eine große Entscheidung ist dort machen. Kann ich dort einen Frieden tun oder verliere ich meinen Frieden bei nicht tun? Seht, wenn der Friede Gottes in uns regiert, dann ist das ein sehr feiner Guide, ein Recht nur was wir uns Recht entscheiden, mit Entscheidungen machen, dort wenn wir den Frieden verlieren, dann über eine Entscheidung, dann so wir warten. Dann ist es wirklich noch nicht bereit, dort wir die Entscheidung machen dann. Und dann wird Gott es wirklich an uns zu wohnen lassen. Und vermahnet euch selbst. Vermahnen, das meint
ons mout melken, ons mouttoesprechen, ons mouttoesprechen. Vermannet euch selbst. Dann sagt er, in Psalmen, Lobgesänge und lieblichen Liedern und singet den Herrn in euren Herzen. Dort ist irgendwie Mouttoesprache geworden, wann wir eine Singstunde haben. So groß die Haut haben, nicht? In Stöße singen, in die christlichen Lieder singen, das gibt uns Mut. Das gibt uns eine Freiheit an uns Horten. Bloß zum Erinnern, wer Christus ist, was er getan für uns. Wir singen some Lieder, was er getan für uns im Kreuz. Wir singen was von uns, vielleicht von uns Himmel und so wieder, verschiedene Dinge. Aber manchmal singen wir von, wann wieder Schwierigkeiten gehen und wo Gott uns nicht verlotet hat. Und das gibt uns Mut, so eine Lieder zu singen. Und alles, was ihr tut in Worten oder in Werken, das tut alles in den Namen des Herrn Jesu und danket Gott und dem Vater durch ihn. So Gott seine Leib zu uns, über alles lot diese Leib an jene heute vollkommen sein, dass wir worden reich in Schäden merken und an Frieden leben können. So Gott seine Leib zu uns, wenn wir den Point denken, dann aus der ersten Point hier, dann denken wir an Johannes 3,16, den Vers, den glaube ich alle auswendig kennen, wenn der erste ein klarer Vers, das ist ein Vers, das vielmal Tschenja wird auswendig gelehrt, und den haben wir vielleicht auch so lange auswendig könnt, dass wir nicht mehr weiter, wann er dem Kreis gelehrt hat. Johannes 3,16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinem eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So ein wundervoller Vers. Gott hat sein Sehen gegeben und in dieser Welt gegeben, dort all die, was am Glauben tun, und die waren verloren gegangen, aber dort die, das ewige Leben haben. Vers 17 sagt, denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in der Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Sie sagt, die, wer glaubt hat, an Jesus Christus, der wird nicht gerecht worden. Was meint das? Wer durch Jesus Christus kämpft, der hat sich als selbst Rechte, wenn er kämpft für Jesus und erklärt sich als ein verlorener Sünder. Gott ist sie schuldig, ist sie ein Sünder. Was tut die Not über mich? Und die Bibel sagt, wenn wir nach Jesus kommen, an unsere Sünde bekennen, dann heißt es, die reicht, dann wird unsere Sünde vergeben. Sie wir glauben an, und wir dann für uns schuldig aussprechen, und Jesus in seine große Not, und in seine große Leib, vergibt uns unsere Sünde. Und wir können frei gehen. Dann kann Jesus hier sagen, die wir glauben, der wird nicht gerecht worden. Der hat sich auch schuldig erklärt für ihn, und er ist gerecht geworden, dem sind seine Sünde vergeben worden. Wer aber nicht glaubt, weil der ist all gerecht worden, wenn die ganze Welt liegt in verlorener Zustand und die ganze Welt liegt im Düsteren. Und so, die Bibel sagt all, wo die Welt bestellt ist, ohne den Glauben an Jesus Christus. Aber in Römer 4, Vers 8 sagt, darum preist Gott seine Liebe gegen uns, dass Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. So Gott sprach seine Leib zu uns und ist gestorben für uns, für wir irgendeine Versprechung mögen, dass wir würden am annehmen. Für irgendwer in dieser Welt eine Versprechung gemerkt hat, am anzunehmen. Dann starb Jesus am Kreuz für unsere Sünde. Und von daher können wir von dort singen, wir können von dort reden, und wir können Gott loben und danken dafür. Wir können ihm loben und danken, preisen. Oder das true Ding, oder wir können vergeten von dort und gehen uns irgendeinen Weg. Dann ist das große Opfer, was Jesus getan hat für uns im Kreuz als umsonst. Wenn wir das vergeten tun, das nicht annehmen, das vergeten tun, was er getan hat. Wenn die Bibel sagt, dass bei uns steht, dass wer dort was hat und Tod nehmen hat im Glauben,
Aber wer das nicht tät, der hat vergeten, von was er leist das. So dort leben das Petrus gleich Schrift davon. Ich hatte im Vers ich hoffe, ich reite hier, aber der war an seine, einer war wieder leben, der hat vergeten. Wer einen Sinn wieder leben, der hat vergeten, was Christus für ihn getan hat. So der erste nicht vor, dass wir das gerne vergeten, was Christus für uns getan hat. So deswegen brauchen wir dort, wo die Bibel erst sagt, lesen, dass wir sollen uns am sich Mutter sprechen. Vermannet euch untereinander, das meint Mutter sprechen, uns denken helfen. Das würden wir gleich von den guten Leiter zu singen, wenn die Leiter die Hand war, von den Gedanken über Deel bringen, was die Schrift uns lehrt hat. Darum ist es ein wertvolles Ding, christliche, liebliche Leiter zu singen. Und waar we blijven we niet doen. We worden brücken, dat we ons reminded doen an diese, manchmal sagen wir, diese drale Welt, wo wir bijna leven doen, diese verkeerde Welt, wo wir bijna leven doen. De Bibel nennt dat ook den Weg, dat is een verkeerde, een diestere Welt. En zo we brücken dat we ons motor spreken doen, hey, we willen im Licht leven, we willen met Jezus Christus opgaan en ons denken hebben wat Christus gedaan heeft, ons te erlezen. Wo steht es unser Leben? Wenn wir das denken, dann, diese Vers, was ich gelesen habe, was Christus von uns getan hat, dass er am Kreuz gestorben ist für uns, für irgendein Mensch hat ein Versprechen, der wird annehmen. Und dort zu denken, der große Opfer, was er getan hat für dich und für mich, was das dort an uns? Das dort ein Leben abwarten. Wir singen hier ein von den Liedern, was wir singen, dass der Rede kriegt von dem Opfer, was Christus für uns getan hat. Und en dat al dacht ik aan deze vers wat ik wil verbrengen. En mij ging dat leid in bed diep. Bij de reden allemaal waren van dat opfer wat Christus van ons gedaan had. Dan denk ik aan, hoe steekt es onze leven vandaag voor God? Want du die wirst zelfs vrouw vandaag en du wirst met die zelfs ganz oprecht zijn. Hoe steekt es deine leven voor Jezus Christus vandaag? Oder wo steht es dein Leben für Jesus Christus gewarst durch diese letzte Welt? Viele von uns jetzt meinen, das ist nicht dort nicht gewarst. Der hat so warmer sein, der hat so, und jetzt, wie würde man vielleicht alle sagen, ja, ich habe Leben. Ich habe Leben für Jesus, ich habe Leben. So meine Leben stärker sein. Wenn unser Leben an Christus steht ist, wenn der gesund ist, dort wird unser Wort geworden wiesen. Sie ist, was ich erst sehe, wir können das nicht schätzen. Unser Wort gewesen, was wir Gott sind, und wem wir Gott sind. Wir können das nicht sagen, das Wort gewesen dort, als wir die Welt Gott sind, oder auch wie Jesus Christus Gott sind. Unsere Rede wisst dort. Uns Eva in dieser Welt wisst dort. En ze stukken verschillende dingen zijn. Het zijn alle onze woorden, alle onze vrucht. De reden en wer we zijn. Zo onze leven voor God. En Lukas 10, vers 27 zegt, en antwoordde en sprach. En dit is de bekende vers wat we in het Oude Testament al hebben. In het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, Jezus gebruikte dit vers. En we vinden ook van, de Jünger gebruikte dit vers. Aber dann fangen wir an Lukas 10, 27, wo Jesus sagt, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von aller Kräften und von ganzem Gemüte und deinen Nächsten wie dich selbst. So Gott geht sein von ganzem Herzen, ganze Seele und mit aller Kraft und mit uns Gemüt. Was meint ihr mit uns Gemüt Gott sein? Da würde eine Uitdrukking geben op de Bibel staan. Wat meint het Gott? Das dit Gott sein mit all unserer Kraft und mit unserer ganzen Seele und mit unserem ganzen Gemüt. Und wenn ich denke an Gott sein mit dem ganzen Gemüt, Gemüt das sind unsere Gefühle, nicht? Or feelings. Mit unseren Gefühlen Gott sein. Unsere tiefe Gefühle Gott sein. Dan denk ik aan, wanneer we denken aan wat Jezus van ons gedaan heeft, Kreuz, dat een paar dingen aan ons, dat ons deed met je. Mij jij het eerder moest staan, ik leef jullie wat ook gedaan, want je denkt aan dat de heilige zijn Gottes moest aan Kreuz sterven,
Nicht wegen sich, wegen mir, wegen meiner Sinn. Dat is een ding met je, nee? Dat is het je meet. Dat is het je veel wat had, dat is ding met je. En denken we wieder aan dat, op mijn geval we ganz großartig grote leven, wat hij van mij met gehad heeft. Dan valt we het leven. Waar we de schrift lezen dan, we zijn wat wer God is, dan eenmaal valt we je leven. Dat is feilbaar. En jij van staat een vrede. Een vrede is feilbaar. Dan jij van staat een vrede. Vrede is feilbaar. Zo met ganz het je meet, dat is connection. En met al onze kracht, dat is wat we doen, wat we schaffen, wat we niet schaffen. Zo wieder. Als Jezus opgestaan weer van dood, en hij was om leek komen, we zien de jongen weer vastgegaan, en we weten zien de jongen, als hij de roepen deed, van aanvang, hij roepte van Fascherboot eraf. En some van die weer op een Fascherboot boven. Dat weer een Fascher. Andere weer een taxklaagt en zo wieder, aber een paar van de bereider weer een Fascher. En daar roept hij eraf en ze zegt, ze verleiden het naad en ze verleiden het boot en ze volgden Jezus na. Dan als Jezus gestorben weer en een Puddel weg weer, oder whatever, krijgt daar wat zijn was, 3 dagen verschuur weer am Graf en dan über dem abgestorben. Aber über dem kwam hij dan om water. En dan weer zien de jongen waren op een boot en daar de Fasche. Zo eindelijk kunnen we zeggen weer 3 en de oude arbeid aangegaan. Nou, Fasche voor is niet aardig, because Jezus vraagt dan, heb je niets te eten? En ze zeiden, nee, we hebben niet te eten. So, dat maakt dan sens, dat ze dan Fasche gaan en veel dan eten. En als ze dan je vast houden en zo zei erfolgreich wie die was met Fasche door de nacht. Ze hadden daarna even vast en niets gekregen. En dan zei Jezus, schmiet het naad aan de andere kant eruit. En dan kregen ze door 153 vers. En het is grote vers. En dan, als ze dan door de kant komen, dan heeft Jezus door een vers gereid verernd. Op een 4 heeft Jezus den door je baakt op het 4. En zo Jezus heeft ook een vers gegrepen en den op 4 gelegd. En dat eerste wat hij deed, hij gaf zijn jongen te eten. Hier zie ik waar Jezus zijn leven, en ik heb een beeld eruit nemen, waar Jezus zich chamat am ons. Christus de schrift zegt, zijn leven is zo groot te ons. Dan zegt hij, check maar naar de veil. Waar hij veil behoudt, beschützt ze dat. En waarvoor meer zijn je niet als de veiltjes. En hier zijn we ook waar, zijn leven, wie dat hij in versbaken wordt verernd. En dan als hij met ent op gegeten had, met de jongetop, dan had hij bij een vrouw naar den Petrus, en dort weer deze einfache vrouw, wat hij had, hast du mich lieb? In 17e vers, in 21. kapitel in Johannes. En van 16, en bij 17 door, wo hij immer 3-mal vrouw, hast du mich lieb? Petrus, hast du mich, bist du mich gut? En Petrus beantwoordt, ja, Jezus, ik zie die goed. Bald vroeg Jezus waar, Petrus, bist du mij goed? Nou ja, ik zie die goed, Jezus. Jezus luurde een beetje en vroeg hem 3-mal, Petrus, Simon, Jonas' zoon, bist du mij goed? En dan ging Petrus dat diep am hart. Dat snijdt hem am hart, dat Jezus hem 3-mal vrouwen deed. En dan zei hij, dus Jezus, du weet alle dingen. En du weet ook dat ik die goed zie. Waarom vroeg Jezus den Petrus deze vrouw 3-mal? Ik geloof, Jezus wil haar deze vrouw zo nennen in zijn hart. Die zal ganz bij de bodem gaan. En zo Jezus vraagt ons vielleicht manchmal, Peter, whatever heet het is, dat weer Petrus hier, wat immer ons noemen is, bist du mij goed? Wanneer du mij goed bist, dan bewijs dat met die woordje. Dat is wat hier nog Petrus zei. Wanneer du mij goed bist, dan zegt hij, vouw mijn schop, vouw mijn lama. Ik heb een arbeid voor die, Petrus.
Because God, Petrus hat euch gesagt, dann ist das erste Mal, Petrus van het boot raufroepen deed, als Petrus een visser weer. Dan zei Jezus toen aan, dat Petrus kwam en ik wil die een mensenvisser maken. Dus als mensenvisser voor mij. En hier zegt Jezus aan dat Petrus nu gaat. Nu nennt hij dat voor mijn schop, maar dat is dezelfde meinung, nee? Voor mijn schop. So wat zegt Jezus van daar aan? Oder wie soll es sein? Was sagt Jesus von da zu uns? Fragt ihr uns manchmal, Sabi, bist du mir gut? Dann will ich, du sollst das für mich tun. Wir sind von da hier, um Jesus seine Hang zu sein, um Jesus seine Feit zu sein, um Jesus sein Müll zu sein. Sie wer wird Jesus in Arbeit tun, wenn wir nicht uns Körper geben tun, uns physical Körper, aber uns geestliche Leben für Jesus hier sein Stellvertreter sein. Ambassador, sagt er. Wir sind seine Ambassadors. Das meint seine Stellvertreter hier auf dieser Erde. So das ist der hohe Raub, was Jesus für die und für mich hat. Manchmal sagen wir, oh, ich habe nicht das Gift. Ich habe nicht das Gift von Predigen oder ich habe nicht das Gift von hier was verbringen hier oben. Weißt du, das ist bloß eine kleine Arbeit von all der Arbeit, was an der Direkt Gottes fehlt zu tun. Gott fehlt das gar nicht, dass jeder einer die Gabe hat, zum Predigen. Wegen dann würde viel Prediger schauen, right? Dann würde, so, die Bibel lehrt das klar, er hat einem diese Gabe gegeben, dem anderen die Gabe, und der anderen die Gabe, dass es nicht gedealt ist. So, some Menschen haben so eine wunderschöne Gabe, um die Leib Gottes persönlich widerreden. Das kann sein bei der Arbeit, das kann sein, wenn du im Wach bist. Sie die Leib Gottes wieder zu reden. Hier oder da, wo immer du bist. Und das sind Menschen, die die Leib Gottes annehmen dann. Wenn wir von da nicht denken, oh, wenn du mal wer was Gott seine Leib noch mehr reden würde. Ja, das wird vielleicht fein sein, wenn das wer da ich sage euch, das nicht wird gut sein. Aber wenn wir das mal denken, wo kann ich Jesus in Leib widerreden? Wenn die Bibel sagt, wie ernten, was wir sehen dann, right? Wir ernten, was wir sehen dann. So Gott in Leib widerreden, dann wollen wir selbst auch gesehen. Wenn die Bibel sagt in Johannes 15, Vers 13, gerade Leib aus der Haft China, aus der, wer sein Leben lässt für den Nächsten. Niemand hat größere Liebe, denn die, dass sein Leben lässt für seine Freunde. Es ist nicht so, das Geradste ist, wenn wir, die geradste Leib ist zu sein, wenn wir wirklich es in 4 Terrain in sein Kind terraden über 4. Die geradste Leib. Und das dürfen wir ohne denken, das ist bloß something, was ich hatte zu tun, nicht? Aber so ist es auch, dass wir uns eiven tun und das Leib widerreden. Paulus redet von dort, ich tue mich eiven an diese Dinge. Und so muss ich in durch, wie man uns eiven an den Leib wieder zu reden. Der Leib, was Jesus uns abgefällt hat. Und hier mal ein Mann, der hat bloß die Attitude oder die Einstellung, dass er gab bloß viel von seinem Geld weg. Viel von seinem Geld weg. Und dann wird seine Frau gefragt, wo sie das können annehmen, wenn er Mann so sehr viel weggeben hat. Und dann sagt er, weil er konnte bloß nicht immer kommen, der Leib, was er gekriegt hat von Jesus, dass Jesus ihm geraten hat. Und so der Leib, was er immer so klar sperrt, wegen er kam auch in ein großes Sünderleben raus. Und Jesus sagt, er hat geraten den Leib, der wird ein großes, das ist manchmal den Weg. Aber deshalb hat wir geraten, und der große Leib, was er hat gekriegt, was er so sehr sperrt, dass er gekriegt hat, Gott ihm geraten hat, der Leib, der dreift ihm zum Leben. Sie, das ist, was es tut, wenn wir den Leib feilen dann. Eerst zei, we zullen God goed zijn met ons gemeet, met onze feelings, van alle kracht. En wanneer we die leven, dan die leven niet aan ons.
dort trifft uns der Leib wieder zu reden. Dort kann bei einem auf einen Weg sein, bei dem nächsten anderen Weg. Das Beispiel, was ich gerade habe, der deed natürlich auch mit Finanzen viel mitgeben. Egal viel, because hij fehlt zijn grote Leib von Gott und dort mögt ihm geben. Bei dem nächsten, der sagt, ob der Leib, der trifft uns. Paulus redet auch davon, der Leib, der trifft mich. Und ich sehe erst, der Leib ist die grootste Power, die grootste Kraft, wann der an uns driven hat, wann der an uns Kind Gottes driven hat. Der Leib ist, sagt der 1. Korinther 13, Vers 4, die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, die Liebe bläht sich nicht. Sie stellt sich nicht ungebärdig. Sie sucht nicht das Irre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber der Wahrheit. Das ist eine sehr klare Beschreibung von was Leib ist. Wo der Leib geduldig ist, der Leib wird nicht bitter, der Leib wird vergeben und dann aber der Leib freut sich nicht die Ungerechtigkeit, aber der Leib freut sich von der Gerechtigkeit. Sie verträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, ist geduldig. Die Liebe hört nimmer auf. Das sagt er nachher an. Ein Leib hört niemals ab. Even wenn andere Dinge worden abhören. Weissagung hört auf. Sprachen hören auf. Erkenntnis wird aufhören. All die Dinge werden abhören. Aber nicht Leib. Das Wort Gottes wird erfüllt. In der Erfüllungen, Weissagung, die wird abhören, because der Schrift wird erfüllt worden. Ein Tag wird erfüllt sein. Aber Gott sein Leib hört danach nicht ab. So dass mein Gott sein Leib ist ewig. Der hört niemals auf. Von da haben wir den Leib, aber er wird never aufhören. In andere Dinge wird abhören. Prophezeiungen wird abhören. Die Sprachenrede wird abhören. Erkenntnis wird abhören. Aber nicht der Leib. Der Leib ist ewig. Für immer. 1. Petrus 1, Vers 22. Und mache keusch eure Seele in Gehorsam der Wahrheit durch den Geist zur ungefärbten Bruderliebe. Und habet euch untereinander inbrünstig lieb, aus reinem Herzen. Hier sprach Petrus ans Motto, eine angefärbte Leib haben. So eine angefärbte Leib, was ist das? Manchmal kann ein Mensch sich abstahlen. Abstahlen, zoals wanneer ik die goat zie. Abstahlen, zoals wanneer ik leven heb. Maar is een beetje ongefärbdet. En het zal een ongefärbdet leven zijn. So something wat de real is. Je know, du kannst een vervuldet Brat nemen. En voor het Eva. Dan zit het Schmack van buiten. Maar van binnen blijft het immer noch vervuld. Dat is niet sterk. Dat brengt twee. Van buiten zit het Schmack. Maar wanneer het wat de real is, dan is het een feines, starkes Brat, wat niet vervuld is. En dat is ons leven zo zijn, dat zal real zijn. Dat zal wahrhaftig zijn. En niet bloos wat abgeverfd is, wat van buiten abgeverfd is. En onbrünstige Liebe, aus reinem Herzen. 1. Johannes 3, Vers 23. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander. Seht ihr, das ist das Gebot Gottes. Dass wir glauben an Jesus Christus und dass wir lieb haben untereinander. Wie uns ein Gebot gegeben hat. Johannes 13, Vers 34 sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebt habe, auf dass auch ihr einander lieb haben. Sie, immer wahr, because Gott ist uns gut, deswegen leben wir uns untereinander. So sollen wir uns untereinander leben. Johannes 15, Vers 12. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebet, gleich wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe, denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Jesus sagt, er gibt sein Leben für seine Freunde.
dann sagt wer seine Freunde sind. Dann sagt je seid meine Freunde. Denk mal an. Jesus sagt, wir sind seine Freunde. Op Samsteden nannte er uns seine Tjener. Op Samsteden zei wir seine Nachfolger. Aber hier nannte er uns seine Freunde. Und das war dort noch eine besondere, deepere Meinung, was er hat. Nicht, dass wir Jesus sein Freund sind. Ihr seid meine Freunde, so ihr tut, was ich euch gebiete, sodass ihr Freund steckt, weil wir das tun, was er uns sagen hat. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich habe von meinem Vater gehört, habe ich euch kundgetan. Das gebiete ich euch, Vers 17, das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebet. So, wir fangen an mit Gott seine Liebe zu uns. Und dann haben wir ein Bibelvers, unser Liebe zu Gott. Und der letzte Feiervers hier, bei der Feierschrift steht, ist von unser Liebe einander. Sieh, Gott seine Liebe steigt in uns an. Und dort jaft uns, dass wir Gott Gott sind. Aber Gott Gott sein, ist offenbar damit, wo wir uns einander Gott sind. So, wir können nicht sagen, dass wir sind Gott Gott, wenn wir nicht die Brüder Gott sind, sagt die Schrift. So, dass ihr auch nicht in Einteil. Wir können nicht sagen, wir sind Gott Gott, aber wir gleichen nicht unsere Brüder. No, wenn wir Gott Gott sind, das jaft uns auch eine Liebe von unseren Brüdern. Mag Gott uns sehen, wer wir uns eiven endet, und in dieser Liebe, was Gott uns gegeben hat, die auch wieder zu reden. Wir haben noch Gebet haben. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine große Liebe zu uns. Herr, wir beten, wir würden treu sein mit dieser Liebe und dann auch die drei Gott sein und dann damit auch unsere Brüder und unsere Schwestern ram uns Gott sein. Ja, den Recht Gottes zu leben und dein Leben wieder zu regen. Und den Heiligen Namen beten wir. Amen.